Es geht weiter, immer weiter. Bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, wir sind im Bereich von Eldin angelangt. Haben auch schon Yunobo wieder kennengelernt, den nach Breath of the Wild. Der ist auch ein bisschen verändert. Der ist voll der Arschtyp geworden, ne? Der ist voll so, ja, nicht mehr nett, so wie er früher war. Und mir ist aber noch was anderes aufgefallen, wo ich ganz kurz nachgucken wollte hier unten. In der Nähe des Vulkans. Da darf man noch ein paar Monster platt machen, ist auch kein Problem. Aber wir wollen noch ganz kurz hier was anderes machen. Dann den ausrüsten. Obwohl. Ah doch, komm. So, und jetzt will ich für ein bisschen Verwirrung sorgen, Freunde. Ja, komm nur her. Gut, eigentlich wollte ich ihn anschmeißen, aber okay, dann halt nicht. Ein Reiseschwert hat er fallen lassen. Hier haben wir noch einen Holzpfeil. Noch ein Holzpfeil, noch ein Holzpfeil. Diesen jenes. Ja, hallo! Spüre die Macht des Masterschwerts! Oh. Ja, Moment mal, ich hatte gerade verwirrt, Kumpel. Hey! Tschüss. Was machst du hier? Da hinten ist noch einer. Der auf den los. Das ist ein Akku-Heinz. Ah, da meine ich eine andere Waffe. So kann er ausrüsten kann. Jo. Perfekt ausweichen, sehr gut. Lebst du noch? Was für ein Idiot da hinten. Einen Kumpel abgeschmissen. So. Also weiter aufforstet. Wie so vieles hier, Na? Bögen. Oh. Die Bogen ich nehmen oder kann nicht. Lass mal so. Huch. Ching ching. Da sind selbst silberne Gegner kein Problem mehr für uns. Na gut, ich meine, welche Folge haben wir mittlerweile? Folge 137, 38, also wenn ich dann noch irgendwie Probleme mit solchen Gegnern habe, dann Prost Mahlzeit, ey. Ein Königsschwert, das wäre zwar theoretisch cool, aber leider ja voraus, obwohl das mit Angriffskraft plus 8, das kann man durchaus nehmen. Oh, hätte auch draufschmeißen können, wa? Ja, aber bitte nicht jetzt. Aber draufschmeißen, da hinten seht ihr gerade was, oder? Nee, schade. Da hatte wir gerade hier noch so einen Steinoktdruck sehen. Hatten wir schon mal vor 2 Folgen gesehen, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist so ein Viech, was unsere Waffe irgendwie upgraden soll. Ist da vorne von einer? Nee. Sieht bloß so aus. Schade. Ja, Waffe upgraden und so würden die vielleicht schon machen, ne? Also, ist es schon bei diesen Octoroks, die können unsere Waffe reparieren. Das heißt nicht vom Miasma befreien, sondern wenn sie halt schon zerstört sind, wie die zum Beispiel. Dass sie die halt wieder vollkommen intakt ausspucken würden und sie geben ihnen neue Buffs drauf. Das machen sie. Was fällt denn da runter? Okay. Ja, es geht um Goroni herum. Alles wahnsinnig hier. So. Will ich erstmal die Kiste holen und gucken, was wir sonst noch so haben. Glutkraut, kann man nie was dagegen sagen. Dann gehen wir doch mal in den Untergrund rein, ne? Wollen wir mal gucken, was denn dort, ob es hier das öfters gibt. Königsschild! Jetzt haben wir schon ein paar Dinge.
Waldschild mit Schildblock plus 10, das ist schon geil. Ich schmeiß mal. Ich will den besten Schild weg haben. Nehmen wir den mit. Und tausch doch mal so den doppelten Königsschild aus. So. Gut. Königsschild ist natürlich schon geil, war. Vor allem sind die nie zerfressen. Ich habe noch nie einen Schild gesehen, der zerfressen war. Was sowieso creepy ist. Waffenbögen, alles am zerfressen, ja, aber sowas hier? Nö. Aber was ist denn hier jetzt los? Kann ich hier einen runter? Nee, ja. Aber kriegt mir erstmal Schaden. Also es ist kein Zugang zum Abgrund, es ist eher so, naja. Als hätte hier der Untergrund aufstoßen müssen. Das ist ein... Eine Höhle? Seltene Erze. Muss ich direkt mal markieren auf der Karte hier. Haben wir noch was Vernünftiges hier, um das aufzubrechen? Ja, komm, Felswochen haben wir dann ein bisschen mehr Ausdauer. Immerhin Topaz und Bernstein. Also, wenn da nach jedem Blumen zurückkehre, das kann sich durchaus lohnen. Aber Blumenmund muss auch bald wieder sein, wa? Creepy aus hier. Irgendwie geht alles ein bisschen creepy. Hier Leuchtsteine brauche ich eigentlich. Obwohl doch, ich brauche ein paar. Und zwar mal gesehen, als wir noch ein bisschen offscreen informiert hatte für die Upgrades unserer Rüstungen. Haben wir gesehen, dass ja wo ist die jetzt hier? Die Leuchtmaske, das ganze Leuchtset, das braucht viel von diesem Leuchtstein. Jetzt war genug für, glaube ich, Stufe 1 und vielleicht sogar Stufe 2, aber ja, wenn schon mal hier ein bisschen was hat, kann man es durchaus mitnehmen. Im Feuerstein genauso, dann war es noch für die eine Quest. Mit dem seltenen Feuerstein. Der auch ein bisschen creepy ist. So, hier überall noch ein paar Felsen hier rumliegen. Warum auch nicht? Ah, noch ein Pfeil. Sonnenflöckchen hier. Warum? Ich habe keine Ahnung. Das passt irgendwie gar nicht. An dem Ort, aber du. Was soll's. Einfach hier hinten alles, ne? Nicht genug für unser berühmtes Set, wa? Aber andererseits, komm. Das Ding hier so selten. Da habe ich vielleicht so eine Bauplatte dafür. Ist nicht ganz dasselbe, wa? Und da rollt wieder alles davon. Ja, mit dem Verlauf. Ja, mal laufen natürlich vieles drin, aber. Also trotzdem mal so. Weil sonst bis mit der Platte nochmal synchronisiert hätte und bis überall geklappt hätte, das hätte ein bisschen zu lange gedauert. So, packen wir den drauf. Also sind wir ehrlich, so ungefähr hat er schon lange nicht mehr. Na doch, komm, kann geradeaus fahren. Eigentlich brauche ich es auch nicht, um hier durchzugehen, aber ich finde es noch ganz witzig. So, nachher muss auch die Lore entlang gehen, das haben wir uns ja schon gesagt. Jetzt mal einen Freund, da nochmal einer. Wo wäre denn ein Kumpel? Wo ist denn mein Kumpel? Wo ist er denn? Da oben. Ja, komm, mit dem gefällt es nicht hin. Also müsste ich dann wieder mit dem Ding machen. Mit dem Hoverbike. Mit dir hier? Hä? Wie kommst du hier hoch?
Runter mit dir, blinder Passagier. Moment. Kurz bitte hier bleiben. Der andere haut ab. Warum haut der jetzt ab? Was ist los hier? Irgendwas Nanium. Ja, ja, schön. Junge. Na gut, dann soll der abhauen. Alles klar bei dir? Oh, Kraftbanane. Ramdas Höhle, ja, die suche ich auch noch mit unter. Wo ist denn der andere jetzt hin? Da war noch so ein kleiner, wo ich nicht genau wusste, ob es jetzt hier in da muss es eine Höhle geben, wa? Da sieht das aus da. Ja, da muss ich hin. Ist wohl ziemlich offensichtlich. Uns gemäßer Story. Ihr wollt eigentlich noch ein bisschen gucken hier, oder? Hm. Na komm. Also. Da waren noch ein paar Monster, aber brauchst du gerade nicht, wa? Ich habe mir gerade eine Frage, ob wir da jetzt doch vielleicht mal ein bisschen was draufpacken soll noch. Ganz irgendwie Flammenwerfer oder Blitzwerfer, da habe ich auch ein paar. Der Laserwerfer. Gut, das lief jetzt nicht so, wie ich eigentlich wollte, tatsächlich. Ja, aber nicht schlecht von mir. Ach komm schon. Das ist ein bisschen schade, dass ich mich selber noch treffe. Aber Spaß macht es trotzdem, aber weil es eigentlich idiotisch ist, Rettreibe. Da sind wir ehrlich, so viel Schaden macht das Ding eh nicht. Ich hab Spaß, lalala. Und ich mache nur den Quatsch, lalala. Lalala. Bis Batterie habe noch. Wie Rambo, ne? Wobei Rambo hat sich selbst weniger geschadet, muss er zugeben. Da bin ich noch ein bisschen, naja, sehr anfängertechnisch unterwegs. So. Mal gucken, was eigentlich sie hier so gibt und so. Sonnenflecken im Miasma. Hä? Aber auch hier ist kein Eingang, wa? Oder vielleicht, weil es so aussieht, das könnte irgendwo ein Eingang nach einem Untergrund sein. Was noch mehr? Das sind zwar Miasma-Felsen, aber irgendwie... Mir auch nicht.
okay. Also ich muss zugeben, das wäre überhaupt nichts für mich, hier durchzulatschen. Dazu hätte dann doch ein bisschen zu sehr Platzangst. Ja, ist aber trotzdem interessant. Hier noch ein seltsames Areal, aber das ganze Ding, wo ich einfach straight durchlaufen kann. Hier ist irgendwie auch so wenig. Oh. Wo ist mein Gefährt jetzt hin? Ist weg, wa? Waffe braucht keine mehr. Scheiße, wo ist mein Gefährt? Aber aus dem Staub gemacht. Ja. Soll vorkommen, wa? Da nicht schaden, sollte sich sofort von Substanz entfernen, um sie zu erholen. Ja, kennen wir. Gut, Marschwert, das kommt bald zurück. Dann das Teil ist sowieso bald broken. Okay, nehmen wir mal das Ding. Okay. Und sagen wir vorerst hier unten reicht's mal. Dann machen wir doch mal schnell eine andere Quest, die ich letzte Folge schon mal angedeutet habe. Und zwar haben wir noch, wo war das jetzt? Der Feuerstein. Gut, das ist auch so ein Teil. Nee, das auch nicht. Das Elden Riesenfossil sind wir eigentlich auch in der Nähe. Das hat Dankbarkeit. Nee. Schauen wir uns natürlich genau das Ding. Das heißt, zurück nach Hateno. Nach noch Angel steht, da haben wir auch noch was zu tun. Und dann sind wir einfach mal so weit wieder durch, weil wir nur das Kronengewürz brauchen können, dann wieder weiter. Der Zeit, da passt ja auch, wa? Wir haben 9:35 Uhr, das heißt, die Kids sind noch in der Schule. Perfekt. Wer soll noch was von uns lernen, ne? Verstehen das alles? Dann können wir Monsterzutaten? Tja. Ja, aber doch. Ja, du musst es doch selber zubereiten? Kronengewürz, Hallreis und Monster-Essenz. Sehr gut, das kriege ich wohl noch hin. Wenn jetzt irgendwo hier ein Koch... Obwohl, weißt du was? Ich war das Teil ja eh nie. Jetzt endlich mal kann ich es brauchen. So, also, wir brauchen Hyrule Reis. Ich will erstmal nach Typ sortieren. Dann haben wir noch die Monster-Essenz. Und das Kronengewürz. Das gibt ein Monster-Curry. Eine Curry-Variante mit viel Monster-Essenz und einem stimulierenden, nicht der Würze allein geschuldeten Geschmack. Dass es dann nur einmal gebrauchen kann zum Kochen, ist auch krass. So, jetzt aber. Ja, das Curry. Kinder, komm schon her. Dies ist das Curry, das mit Monster-Essenz zubereitet wird. Die Farbe ist ein bisschen eklig. Oh, aber schmeckt besser als gedacht.
Holla, du hast recht. Schmeckt überhaupt nicht monstermuffig oder so. Monstermuffig. Schmeckt super. Vielen, vielen Dank, Mann. Du bist Lehrer geboren, Link. Herr Link. Das geht aber Spitzenklasse, Herr Link. Du bist ein toller Lehrer, Herr Link. Danke, Herr Link. Herr Linken. Das ist halt unterhalb des Schulhofs. Was du willst. Du findest auf dem Feld. Okay. Dann sag mir das aber nicht, wa? Okay. Also was hier vom Feld, das ich da anpflanzen kann. Ist das hier gemeint? Tatsächlich. Guten Tag. Ach, du bist Herr Lehrer? Also Weizen und Reis. Kürbisse, Karotten, Rüben, Tomaten, Wildbeeren, Frostmelonen, Pflanzen. Weizen, Reis. Dann sahen gleich gut aus. Humus, Feldfrüchte. Wäre sicher mal mit, wo wir sowieso ein bisschen wenig haben, mit Tabanta-Reis. Ja gut, was soll anpflanzen, wa? Bin gespannt. Ach ja, die Vogelscheuchen. Wobei mir die aus Ocarina of Time besser gefallen hat, tatsächlich. Okay, anderes Thema. So, markieren natürlich. Gut, dann hatten wir noch Gurkengewürz hier unten in Angelstedt. Wann ist das lange hier unten? Wobei ich dafür erst mal gucken müsste. Wenn du eine Pflanze gegen eine andere austauschen möchtest. Ja gut, muss auch ein bisschen abwarten, das klappt dann schon. Da haben wir noch nichts zu tun beim Gerudo, da gehen wir mal eh bald dahin. Gar kein Thema. Brunnenfan, da haben wir so ein Ding. Wo ist mein Pferd? Warte mal, wo ist das Teil jetzt? Da. Die 3 Riesenbrüder, müssen wir uns einmal angucken. Die ganze Monster-Mission könnt ihr eigentlich längst schon machen, wir sind ja stark genug. Warte mal. Ist das die richtige Mission? Schnapper, Hyrule-Reis und Kronengewürz. So schnell die Frage, haben wir noch irgendwo etwas, was ich kochen kann, oder brauche ich dann... Oh komm, ich habe so viele von denen. Ja, ich habe schon gesehen, dass ich davon Feuerstelle habe, aber auch ja einen Topf dafür. Ups. So. Also, wie ging das? Schnapper? Schnie, Schnappi, das kleine Krokodil. Schnapper, Hyrule-Reis und Kronengewürz. So, ein Schnapper, aber auch irgendwo, oder? Ich meine, das Problem bei der Quest damals war, dass mir nur das Kronengewürz gefehlt hat. Ja, die Frage ist halt, welcher Schnapper, ne? Ich habe einen Schwertschnapper. Einen Rüstungsschnapper. Ich versuch's mal, komm. Wenn es einen normalen Schnapper gibt, dann natürlich ein Problem. Abwehr Fischcurry. Vermutlich will sie auch vom Fischcurry, wa? Hast du etwa... Jawohl, dein Fischcurry! Das ist extra für mich gekocht. Ah, ich danke dir.
Das ist einfach eine Wonne. Wind, wo bist du nur? Ist jetzt die Frage, kann ich kurz Tulin dafür nutzen oder ist es eher doof? Ja, okay. Ja, was Tulin machen kann, ist das Ding hier. Wo haben wir es hier? Das Beste mit Medizinalschaften und ähnlichen befestigten Winderzeugung. Ich kann das Masterschwert dran packen. Okay, das war eigentlich eher ein Scherz. Viel besser. Alles wieder auf Normaltemperatur abgekühlt. Aber eine Idee. Eine Flagge. Ja, warum nicht? Flaggen, Flaggen. Sieht zwar ein bisschen seltsam aus, aber okay. Ja, sieht aus wie ein Fisch, das sehe ich schon, aber trotzdem. Angestetstoff. Oh, cool. Verbreiten Hatenos. So, dann müssen wir eigentlich hier auch schon alle Quests gemacht haben. Ich glaube, bis auf das seltsame Rennen, ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht, aber ob ich ja irgendwie auch nie das machen wollte oder musste vor allem auch. So, dann sind wir erstmal mit den Sidequests da durch. Dann kümmern wir uns wieder um Yunobo aus Goronia. Beziehungsweise, die Frage ist, so scheiß schwer kann das irgendwie wieder loswerden. Ich würde es gerne brennen lassen. So, jetzt aber. Dankeschön, genau das wollte ich. Sehr gut. Masterschwert kehrt bald zurück. Ja, warte mal, da war ja die für einen perfekten Angriff, wa? Angriff beim perfekten Ausweichen. Das Ding haben wir kurz zum Zerbrechen. Also gerade auf dem Rücken eines Leu natürlich perfekt geeignet. Das Ding ist kurz am Zerfall. Nehmen wir mal das Ding wieder. Ne? So, kommt Zeit zu Angstellen, ein bisschen umgucken, ob doch noch ein oder andere Quest fehlen würde. Groß muss aber gar nicht, wenn ich realer sein soll. Wir haben schon so viele Quests gemacht, ey, ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Quests. Nee, komm. Dann machen wir weiter. Ich nehme die Lore und gehe zu Yunobo. Und guck mal, ob es ihm sonst gut geht, ne? So. Hier. Also mal zusammen! Sicherheitsbeauftragten an, wie heißen Dinge noch? Schlemmsteine? Nunobos die anbauen lässt. Okay, sind alle irgendwie doof drauf, ne? Ist der da oben oder was? Was ist denn hier los? Oh ne, noch so einer. Ja, ich muss bald wieder irgendwie eine Folge machen, wo ich nur Crocs einsammle. Ja, geht um Hauerbike und Mason. Das Problem ist nur, ich habe hier irgendwie auch kein gutes Symbol dafür. Obwohl. Das ist mir gar nicht mal so schlecht, wa? Weil es zeigt ja eigentlich eine Person und ich denke so, wenn es darum geht, das könnte vielleicht auch eine Sidequest so sein, aber es geht mir darum zu zeigen, hey, da ist, wo ich mit einer Person interagieren muss, ein Krog ist auch eine Person. Also insofern würde es sogar noch passen. Apropos passen, nehmen wir deaktivieren. So, also Lore hier habe ich ja schon. Sie wächst ja kein Stück. Bewegung. Goropolis.
geben soll. Danny war viel besser das, was wir heute haben. Es gibt sogar Gerücht, dass sie sich mit seltsamen Fahrzeugen fortbewegt haben. Grobo, die Stadt der Legenden. Willst du mir jetzt weiß machen? Dass es tatsächlich so etwas gab? Gropolis? Das hier sogar mit der Story... Nee, ist die Sidequest, okay. Wollen wir schon sagen. Aber da muss natürlich im Untergrund sein. Ja, ich muss ja eigentlich zu Yunobo. Also da geht's verdammt hoch, aber geht's eigentlich nicht dahin, wo ich will. Ich muss ja darüber, ne? Also muss ich schon die Lore nehmen, die aber gemäß der Aussage des Kumpels, oder will der irgendwie anders hin? Will er dahin? Ja, sehen wir schon in den nächsten Folgen ein bisschen Loren fahren. Tja, in dem Fall. Gehen wir zu Junobau Zentral, da drüben, da kannst du dich bewerben. Ganz im Vertrauen, lass es lieber sein. Bis diesem Kataklysmus lief alles prima, aber jetzt stimmt was nicht mit der Junobau. Naja, mehr mit Junobos. Ja, nur Junobo, also ganz ehrlich. Junobos, es ist Junobo. Der war immer so lieb. Und nicht nur lieb, er war auch ein bisschen unbeholfen. Er war, naja. Er war Junobo. Ah ja, bist du dir sicher, wa? Gut, Freunde, dann kümmern wir uns halt darum, ne? Ich habe gerade überlege, vielleicht komme ich ja auch ohne Hauerbike zu den Kochkumpeln, sondern könnte theoretisch auch alles hier mit den Lore machen. Könnte auch funktionieren. Hey, das ist meine Lore! Ich darf ihn jetzt nicht benutzen, weil... Also bitte hier. Du bist so ein Spielverderber, ganz ehrlich. Und so das Teil hier zurück. Nehmen wir eine andere Lore, hat hier ein paar. Vor allem sehen die alle gleich aus, also weiß gar nicht, was der hat. Nein, sicher nicht so. Junobau Zentrale, Schlucht von Eldin. Oha. Da rufen wir noch ein bisschen was zusammenbauen, wa? Den Verkehr uns zum Brandschutz treffen. Reicht die bereitgestellte Brandschutzmedizin nicht, lässt sich mit Löschechsen und Monzutaten neu herstellen. Das war die Dinge zu informieren. Okay, okay. Also, das haben wir so einen Octog. Den ich eigentlich vorhin meinte. Da ist doch perfekt, den ich ganz kurz markieren kann. Damit man weiß, wenn das nächste Mal hier zurück muss. Und was nehme ich jetzt hier für ein Symbol? Es ist keine Waffe, es ist auch nicht zum Kochen, keine Feuerstelle oder so. Person auch nicht. Das stimmt hier auch nicht, ist nicht zum Abbauen. Gegner ist auch nicht, eine Schatztruhe. Das Symbol, wenn es irgendwie... Ja gut, ich glaube, das ist jetzt nicht so oft im Einsatz, war. Das ist eher eigentlich questbedingt. Ja, dann passt es ja auch nicht, ne? Da hat man gesagt, okay, bei gewissen Sidequests muss er sicher dahin. Deswegen das Symbol. Erze gibt er ja auch keine. Das Ding ist für die Schreine. Das heißt, ich nehme dann doch... Man gibt ja auf die Waffen einen Buff drauf. Ja, anschieben sie eigentlich schon. Das heißt, ein Beispiel ist unsere Waffe hier, ne? Die hier.
Könnte ich jetzt sagen, ich schmeiße ihm hin, er schmuckt sie wieder aus und gibt mir... Gut, einen Buff habe ich eigentlich schon drauf, Angriffskraft plus 8, aber er repariert sie vor allem auch. Das ist eigentlich schon soweit gut. Dann noch plus 4. Ich nehme das Ding, weil das ist ein Weitwurf. Die Waffen werfen will ich eigentlich eh nicht. Ja, komm, saug sie ein. So, repariert. Und was habe ich drauf? Haltbarkeit plus plus. Sehr gut. Ja, komm schon, komm raus. Sagt der Onkel Klaus. Ach Mann, bist du... Weißt du was? Ah, okay. Ja, also man kann ihn durchaus zerstören, weil sie geben nur einmal einen Buff drauf auf die Waffe. Zumindest bis zum nächsten Blutmond. Dann gibt es wieder einen neuen Buff natürlich. So. Ja genau, meine Waffe halt kaputt, mein Gott, wir haben noch genug. Mit dem Marschschwert geht's auch wieder gut. Wundelball. Jo. Ich würde mal sagen, vor dem nächsten Part gucken wir mal, wie es denn hier mit Junobo aussieht oder so. Mit dieser Fake-Zelda. Schon mal sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln soll. Und vielleicht muss ich noch ein bisschen was kochen, das könnte sein. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.